Merci David. Ich versichere wirklich mich kurz fassen. Ich fand das eigentlich schon alles gesagt. Ich fand noch, dass man richtig gehandelt hat, wie man die Versammlung angerufen hat, wie man die Redner invitiert haben. Sie vertreten wirklich die Plurial-Salariatsgesellschaft, die jetzt zu Lützeburg gibt, an die, wenn sie sich gut anlegt, meine ich, längeren Hebel sitzt. Weil das ist klar, den die Sachen produziert, müsst eigentlich auch können bestimmen, über das, was mit der Sache geschieht. Ich meine dafür auch, wir sind wirklich an der Froh, hier schon ein paar Redner gesagt, sind wir voll dran an der wesentlichen Froh, die als Gesellschaft spricht, und ich so und das komplett unpathetisch, dem Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Wir sind voll dran an der Lohnfroh, wir sind an der Froh von der Umverteilung dran, wir sind an der Froh von der gewerkschaftlichen Machtbestimmung dran. Dafür gibt es auch Diskussionen, auf der anderen Seite so beharrlich gefordert, schon seit Jahren, gibt es ideologisch verbrät, soll sie heute finalisiert gehen. Haut auch zusätzlich mit dem Druck von dem europäischen, undemokratischen, exekutiven Zentralstaat, ohne die Abwandlung von den Parlamenten, den am Gang als abgebaut zu gehen, den Nando hat dafür geschwert. Und dabei geht es dann von Gehol, einen Streit an der Gesellschaft. Für die Unfallversicherung am Jahr 1902, für 110 Jahre, angefordert Ginas, haben demals 27 Industrieller an einer Petition und die Regierung das Recht verlangt, selber sich können zu versichern bei einem Unfall am Betrieb oder eine Privatversicherung zu holen. Und nicht mehr nicht zu dienen zu haben, mit der staatlichen Unfallversicherung als erste öffentliche Versicherung, die damals geschaffen ging. Von einer Regierung, die eigentlich eine liberale Regierung war, im guten Sinn, wie es damals nach einer liberalen Regierung ging. Was hat die Chamber, die mal keine demokratisch gewählte Chamber war, aber eng die gewählt war von den Leuten, die suchen hatten, nur um Vote censitaire. Was hat sie damals bei der Petition von den 27 Industriellen geantwortet? Sie hat gesagt, den Industriellen, den eine neue Unfallversicherung tritt, bezielt durch an der Kotisationen, ich übersetze das im Französischen natürlich, die Herren haben sich natürlich nicht nur Französisch ausgelegt, bezielt durch an der Kotisationen, gerade so wie ein Bürger Steuern bezielt, den an einer Gemeng wohnt. An die Solidarität an unserem öffentlichen Rechtssystem als grundverschieden vom Rechtssystem, den bei privaten Assuranzen herrscht. Könnt ihr euch so eine Antwort heute vorstellen? Von einem Herrn Juncker, der großen Arbeiter Jung und so weiter. Das weist, wie die Situation auch geändert wird. Das Prinzip, das ja nur angefordert gehen und verallgemeinert gehen bei der Krankenversicherung und bei der Renteversicherung. Aber was bedeutet das Prinzip? Sozialbeiträge, die der Patron bezielt, proportional zum Lohn, sind obligatorisch an Zweck gebunden. Sie fließen an den Dippen, das solidarisch verwaltet wird, ohne Gewinnzweck. Das am Fongehol handelt es sich um einen indirekten Lohn, den der Salarié nicht direkt zur Verfügung hat, mit denen nur am Fall von Biswer, wenn er krank ist oder wenn er seine Pension hält. Das ist das allgemeine Prinzip von der Sécurité Sociale. Das Prinzip soll heute durchgebracht gehen. Heute schwätzen Sie von einem zweiten, an einem dritten Assurance-Pilier, die in der Nirgends soll abgebaut gehen. Erstens für betriebliche Komplementärrenten, wo zwar der Patron den Beitrag bezielt, mit die aber von einer Privatassurance geriert gehen, oder aber über Privatassurance oder Pensionsfonds, wo Gifre selber dann mit seinem Lohn muss sich dann dran kotisieren. Privatassuranzen, das geht nicht nie so direkt an dem Zusammenhang gesagt, aber das ist aber sicher, dass die Privatassuranzen, die Privatassureuren zu Lützeburg schon der Startlöcher sind. Wir haben als die Beispiel gehen vom CSV-Präsident Michel Wolter, den selber am Verwaltungsrat das und dadurch deklariert, weil es mussten halt deklariert Deputierten, den deklariert Member vom Verwaltungsrat an 3 so Private Life Insurances, also alles Englisch halt dran ist.
Rentefroh also nicht eng technisch froh, wo es darum geht, für Tabellen aufzustellen, wie zu finanzieren, als mit Rentefroh, als eigentlich eng Lohnfroh am eigentlichen Sinn. Das ist ein Froh von Responsabilität vom Patronat, vis-à-vis von den Leuten, die bei ihnen arbeiten, und noch von wie den indirekten Lohn geriert wird, denen dann an dem Sektor über Kotisationen abbezahlt wird am Interesse von den Leuten. Froh als immer, wen soll das bezahlen? Die historische Antwort war immer den den Profit drin hat, dass der stehen in der Arbeitskraft verdient. Und dafür mengen ich auch Kotisationserhebungen sind, aber bleiben noch weiterhin den normalen Weg für die Finanzierung von der sozialen Sicherheit. Auf der anderen Seite muss man aber auf die Situation erstellen, dass zwischen 2006 und 2009 die Revenuen auf Aktien an als Finanzprodukten, das heißt Zinsen, Dividenden oder auch als Immobilienbesitz zu 45% geklommen sind, innerhalb von 3 Jahren hier am Land. Während zu derselben Zeit Löhne 1,9% geklommen sind. Dafür schlagen mehr auch 4 Grad wie Gewerkschaften, do eine extra Kotisation, ob diese Revenuen zu erheben. Wir sind noch der Meinung, dass den Kotisationsplafond soll an Blut gesetzt werden, wie gesagt wurde. Chambre des Salariés hat eine Dosierung gemacht für verschiedene neue Einnahmequellen, die sich vorstellen kann, und kommt damit zur Konklusion, dass damit der Rentenreserve mit den Depensen, wie wir sie heute kennen, minimal bis zum Jahr 2060 und maximal sogar bis zum Jahr 2090 gesichert wird. Das relativiert natürlich noch mehr stark die Dramatisierung, die da geschieht, was die Altersstruktur angeht. Ohne Zweifel als die Altersstruktur von einer Pensionscase wichtig. Der Coût von der Sécurité sociale wird auch in Zukunft fußen, das ist ganz klar. Wie es auch bei privaten Pensionsversicherungen, just als nur unsolidarisch gelöst wird, wo jeder für sich selber muss abkommen, während dann am öffentlichen System solidarisch gelöst wird. Und es soll so gelesen gehen, dass die Gewinner und Profite besteuert gehen, dass die Schere, die auseinandergegangen ist zwischen den Revenuen, zwischen den Löhnen und den Revenuen vom Kapital, klein wird und dass auch die Beschäftigten und Rentner von den Produktivitätsgewinnern von den letzten Jahrzehnten profitieren können. Für uns ist auch die Frage von der Rentenreserve extrem wichtig. Ich gehe noch nicht weiter darüber ran. Der wisst, dass die Rentenreserve aus 12 Milliarden Bell besteht. Das geschieht dadurch, dass 2% mehr Kotisationen eigentlich bezahlt, die wie direkt gebraucht gehen. Da kann ich darüber spekulieren, wie das Patronat bereit ist, die Suen zu bezahlen. Auf jeden Fall, die Suen gegen Holl, und ihr wisst, dass wir weltweit investieren, gerade so wie eure privaten Pensionsfonds, es gibt machen. Das kann gut gehen, geht auch streitweise ganz gut, es kann aber auch schlecht ausgehen. Auf hier in allem geht aber nicht an die Wirtschaft, hier am Land investiert, also auch am Interesse von den Arbeitsplätzen. Hier am Land erfährt auf viele Fälle aber zu Delokalisierungen, weil ja auch so ein Pensionsfonds, ein öffentlicher Pensionsfonds, dauernd auf der Jürge das vom maximalen Profit. Dafür gehört ja doch zwei Vorschläge, die Finanzierung vom öffentlichen Rentensystem durch das öffentliche Rentensystem hier an der Region für Arbeitsplätze zu schaffen, so wie das übrigens lange der Fall war hier am Land, weil Pensionskäse von den Privatbeamten wird zum Beispiel immer Präge gemäht, auch Privatleute an den Betrieben. Zum Abschluss will ich das sagen. Es ist klar, dass auch in Zukunft möglich ist. Das ist eine Frage von einem Umverteilungskampf, die Leistungen vom Rentensystem nach können zu finanzieren, egal was sie sagen. Wir meinen noch, dass sie mehr gerecht finanziert gehen, dass sie nach ausgebaut gehen, ob neue Lebenssituationen, Lebensprojekte, wie zum Beispiel die Absicherung bei längerer Erwerbslosigkeit, beim Studium, bei der Weiterqualifizierung, wie zum Beispiel durch Kreditant, wie es an der Belge geht, oder andere Formen, wie es in anderen Ländern diskutiert gehen, Statut du Salarié in Frankreich oder Grundabkommens an Deutschland. Das ist auch nicht mehr möglich durch ein grosses gesellschaftliches Engagement. Es braucht viel Informationen, viel Diskussionen. Das ist wichtig, eigentlich, dass wir die Table Ronde gemacht tun. Die breite Beteiligung beweist das, auch am Saal, wo viele Gewerkschaftler sitzen. Wir hoffen, dass sich der Widerstand wird machen. Ich muss selber auch versuchen, beizutragen, indem wir eine Zeitung am ganzen Land
iwwertrennte Reform verdeelen lassen. Wir heieren, dass den 16. Oktober wie groß Manif geplant ist, wo mehr selbstverständlich auch als Wellebret drin bedeligen. Ich will just zum Schluss nach so, es gibt am Anfang eine Kontradiktion, und das könnte man vielleicht diskutieren. Leute alle guten nun genannte ging dazu zu sehen. Ja. Gleichzeitig gibt es aber eine gewisse ideologische Suprematie von der Regierung, die aber nicht auf bessere Ansicht von den Leuten beruht, mehr die für allem darauf beruht, dass die Leute meinen, es gibt keine andere Alternative geben. Und die Alternative wäre noch nicht politisch mehr durchsetzbar. Und ich meine, das ist als Aufgabe, alle gut für kreativ mit dem Widerspruch umzugehen. Ich so nicht mehr.